Madame Kremer hat wieder gesagt, dass wichtig ist, dass alle Organisationen aus der Gesellschaft und auch alle Akteure sollen zusammen schaffen, für die Delegation zu stärken und dass den nicht kann oder soll, ob die Administration oder der Staat werden. Wir sehen das nicht unbedingt so. Ich meine, wir wissen, dass der Staat sich immer mehr aus der Verantwortung zieht und nicht nur bei der Education, dass es auch aktuell eine Tendenz gibt Richtung Privatisierung von der Bildung. Und wir meinen, dass das eine gefährliche Entwicklung ist. Und dass es natürlich wichtig ist, dass die verschiedenen Organisationen ausbilden, die doch gehen heutzutage, die auch am kulturellen Bereich arbeiten, die auch immens viele pädagogische Projekte haben, die auch könnten immens viel zu der Education beitragen, dass die auch darauf warten zu schaffen, dass die auch soll ansetzen, mit denen dann das auch kann als Gemeng machen und das auch als Gemengeservice anbieten. Dafür frohen wir uns, ob das heute nicht eine gefährliche Entwicklung gehen kann, ob Gemeng dann überhaupt auch noch Einfluss werden über den Projekt. Ich habe noch ein paar, gebe ich so, mehr technische Fragen, wo es mir wichtig ist zu wissen, wie konkret das Projekt Connect Plus auch kann umgesetzt werden. Ich habe auch schon an einer Schulkommission präsentiert, wo ich da war, wo verschiedene Sachen aber noch immer nicht ganz klar sind. Das gesagt, es geben 2 bis 5 Aktivitäten, fixe Aktivitäten gehen pro an alle Maisons Relais, dann für Kinder von 4 bis 12 Jahren. Dass die Aktivitäten noch accessibel sind und für alt Mesorelien, die das verstehen ich so, wie wenn ein Kampf an einer Mesorelle X ist, will in einem Atelier teilholen an der Mesorelle Y, ist das möglich. Das ist mich froh. Aber wenn das so ist, da stellt sich natürlich die Frage vom Transport, wie kommen kann er von A auf B, wie sind sie assuriert? Und die andere Frage, die ich auch stelle, das ist natürlich dann die mit den Plätzen. Welche Plätze gibt es dann aktuell? Momentan geht es Stufe am Scoutshaus, das auch geschwärzt an der Kommission von der Brillschule, wenn nächstes Kind gehen mit Atelieren, mit dem Nascher Theater. Da fehlen ja aber ganz bestimmt noch eine ganz Reihe Plätze für all die Ateliers, wo da Angebote sollen gehen. Voilà, das heißt, wo ist das tun, was für Plätze sind an Aussicht, bis wenig kann ihn die Aktivitäten an denen auf denen Plätzen auflaufen lassen. Und dann eine weiterletzte Frage, als die von den Wartelisten den ein Ziel von dem Projekt soll ja sein, die Wartelisten an den Mesorelien zu reduzieren. Da sind ja aktuell 800 Kinder auf diesen Wartelisten. Wir verstehen aber nicht, wie der Mechanismus soll klappen. Wann effektiv Kinder, die auf einer Warteliste sind und eine Aktivität oder ein Atelier am Kader von Connect Plus teilholen, sind sie nicht automatisch mit der Warteliste auf. Das heißt, sind am Anfang, das ein fiktiv, soll ich so ein Warteliste. Und das Ganze dreht ja nicht dazu bei, dass effektiv mehr Mesorellis-Plätze gehen und dass die Kinder, die auf einer Warteliste sind, noch wirklich nicht mehr auf einer Warteliste stehen. Sie gehen eben just zeitweilig von der Warteliste aufgeholt, weil sie an einem Atelier sind und daran drauf gesagt. Ich meine, das klingt ein bisschen nur Augenwischerei. Voilà, ich bin erst dann, ob das Ruhen zu antworten. Sehr merci.